So, hallo. Heute bin ich mal in Ottmarsheim in der Ilsfelder Straße unterwegs. Schaut mal, was für eine schöne, kunstvolle Deko hier das Haus ziert. Ja, und hier ist sie, die Sabine. Kennt ihr sie vielleicht schon? Sabine Essinger. Hallo. Wie ist denn da in Ottmarscher zum Wohnen? Schön, also ich finde es toll. Jeder kennt jeden, jeder weiß alles über den anderen, sogar mehr als du über dich selber weißt. Ist einfach schön. So super ruhig ist es ja nicht, gell? Ah, hier ist laut. Ja, sag, und hier, Vorsicht vor der Sabine? Nein. Ja, genau. Doch, man kann schon ein bisschen aufpassen auf mich, gell? Also vor allem die Nachbarn passen natürlich gerne auf einen auf. Also wir wohnen da jetzt 11 Jahre hier und ein paar Wochen nachdem wir eingezogen sind, hat es morgens um 7 geklingelt. Und ich taps da so blind im Nachthemd runterguck, wer ist da? Haben Sie das Vorfahrtsschild umgefahren? Und dann bin ich dann raus und habe gesehen, ja, sah tatsächlich, das war ganz schief. Ich habe da gestanden. Dann bin ich über in den Laden, zu mir umgeguckt. Gell, Sie waren das mit dem Vorfahrtsschild? Nein, das war ich nicht. Wie soll ich denn das gewesen sein? Es kann doch auch jemand anders sein. Doch, ja, das kann jeder behaupten. Geht zum Laden raus, steht wieder eine da und sagt, gell, Sie waren das mit dem Vorfahrtsschild? Dann sage ich, nein, wir können gerne am Auto gucken, das müssten wir ja sehen, dass da irgendwas kaputt ist. Das hat ja einen Widerstand. Das kann man auch über Nacht reparieren lassen. Dann habe ich gedacht, oh super, wo gibt es die Werkstatt, die über Nacht mein Auto reparieren kann? Also es war wunderbar. Und Gott sei Dank, nach ein paar Wochen, haben Jugendliche hier wieder randaliert, unter anderem auch dieses Schild wieder hergemacht und auch drüben bei der Bank und der Geländer und überall halt ihre Spuren hinterlassen. Und hat aber sich niemand bei mir entschuldigt. Jetzt habe ich schon gedacht, das ist vielleicht irgendwie so ein Aufnahmeritus gewesen für Ottmarsheim. Die behauptet irgendwas und du musst dich dann entsprechend verhalten und dann bist du in die Gemeinschaft aufgenommen worden. Und anscheinend habe ich mich richtig verhalten, weil alle sind total nett zu mir. Vielleicht war das auch der Respekt, wie man sich verbal so gut zur Wehr setzen kann, gell? Also, ja. Ja. Oh, ich habe auch noch gelogen, muss ich sagen, gell? Ich habe dann auch noch... Du warst? Ja, ich hab dann... Nein, ich war's nicht. Aber ich habe dann den Leuten gesagt, Leute, ich fahre 40.000 Kilometer im Jahr, das stimmt sogar. Und ich kann auf eine Briefmarke wenden. Oho. Ja, und das war übertrieben. Also ich brauchte schon eine Postkarte dafür. Aber ich habe das schon, nee, das haben wir noch nicht erzählt, mit dem Nikolaus, seinem Stuhl. Nein. Nein, den haben sie doch geklaut, da drüben, da wo die Lücke ist und wo man jetzt das hässliche Ding da sieht. Gell? Da habe ich extra einen schönen blauen Stuhl. Wie ist denn das passiert? Den Stuhl habe ich vor Jahren den geschenkt gekriegt, habe den blau angemalt und da drüben noch. Und da sitzt entweder da der Nikolaus oder da ist jetzt auch schon mal gesessen, aber das war eigentlich im Nikolaus sein Stuhl. Und am Sperrmüll müssen Leute den geklaut haben. Das war mit so einem Strickband, war der an der Rägerin sogar festgenäht. Das sind die durchgeschnitten. Also es war kein Versehen mit Sperrmüll, die haben das richtig geklaut. Die gehört ins Burle. Ja, sowas. Absolut, ja. Kopf ab, Federn, Teeren und Federn mindestens. Weil das war Nikolaus sein Stuhl, jetzt weiß ich nicht. Der Nikolaus hat sich beschwert, er hat gesagt, also er weiß nicht, ob er dieses Jahr kommt, wenn er seinen Stuhl nicht hat. Jetzt bin ich gerade in der Mache und mache einen neuen Stuhl für ihn. Ich hoffe, Ja. der gefällt ihm. Mette Sächler hast du, Hanna. Ja. Aber weißt, ich glaube, muss nachher doch noch wieder das eine oder andere rausschneiden. Zu viel Material. Du glaubst, das mit dem Kopf da, ja, das war ein bisschen arg makaber. Aber weißt da müssen wir es rausschneiden, weil nachher liegt wieder irgendwo ein Kopf rum und dann heißt aha, das war wieder die Essinger, gell? So wie mit dem Schild. Also rausschneiden. Ja, wäre besser. Hm? Ja. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat so ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.